Nachts mit dem Itemradar auf dem Kopf unterwegs geht's weiter hier bei Pokémon Omega Ruby. Nein Leute, willkommen zurück. Will die Tante das von uns oder? Ich liebe Pflanzen-Pokémon, du auch? Oh, du machst was aussagen, aber rechts für mich sehen, ist das für dich? Die Großwurzel. Und das wird die Bäume ja schön für dich. Ja, die Großwurzel ist einfach dazu da, um KP-stehende Attacken wie es zwar raten, ich glaube, ist damit auch gemeint. Egelsamen, natürlich Megasauger, Gigasauger und so, aber wie gesagt, ich glaube, Egelsamen ist auch damit gemeint sein. Einfach halt verstärkt. Ist doch geil, ja, das ist so geil, es ist ja geil. Hast du Hummel im Hintern oder hast du Hummel im Hintern? Scheinbar beides. Citro-Beeren, alles ready for Takeoff. Und Yonagu-Beeren. Was für Namen das sind. Der Radar spielt verrückt. Ein Supershoot, so ein schlecht. Gibt es noch irgendwelche seltene Pokémon, die ich bei Alpha Saphir noch gar nicht habe? Mal güchseln. Hallo? Ah ja. Ein Hypertrank. Alles klar, alles klar. So, Freunde, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es mir schon öfters passiert, also öfters bei Alpha Saphir halt, dass ich eigentlich hier rüber wollte, sprich ein bisschen erkunden wollte und dann ein bisschen so weit runter bin und die Route nochmal machen konnte. Das sieht aus, als würde hier etwas liegen. In Megastein oder so etwas. Ein Megastein. Der Megastein. Ja, gerne noch einmal einsetzen. Das ist sogar ein Pelipper. Zumindest klang es so, oder? Ja. Das ist ein bekanntes Pokémon, deswegen für uns uninteressant. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt bin ich hier oben schon wieder. Und es regnet! Hey, wir haben willkommen abwechseln zum ganzen Schnee hier. Das mühsam an unserem Schnee, sag ich jetzt mal, in der Schweiz, oder zumindest in Nordschweiz gerade, ist ja, es ist irgendwie tagsüber halt wirklich kalt und irgendwie abends oder einfach halt phasenweise, da schneit es einfach, dann halt zum Teil bereits in Strömen. Manchmal ist es echt, das ist ein Tropius. Jetzt könnte sein. Ja. Ah, ein Duflo, ne, war auch nicht, aber dankeschön fürs Zeigen. Genau, dann ist es einfach so phasenweise, aber es einfach echt krass schneit und so. Und dann wiederum wieder Phasen gibt, wo irgendwie wieder die Sonne scheint und du wieder irgendwie fast schon entkleiden muss, sprich ein Pullover und Jacken wieder ausziehen muss, weil es zu heiß ist. Das ist einfach grauenhaft, ey. Natürlich halt die Straßen sind natürlich auch alles vereist, und der Schnee bringt es auch nicht ganz weg, aber das Eis halt nicht, also... Es ist momentan ein bisschen mühselig, aber gut, was willst du machen, wa? 2 Pokémon und 2 Drachentanz, nö. Und der Blackie schafft's, Oh, ein Knuddelluft, normal, Fee. Bringt mit Drachenklauen nix. Tschüssikowski, da mache ich doch lieber. Ach du Scheiße, was machen da? Mir fällt Stahl, mir fällt Gift, ich habe nichts gegen Feen, das ist nicht gut. Die kann ich auch bringen, wegen Unlicht, der geht auch in den Kampf. Fee gegen Fee, das wird lustig. Naja, wieso nicht? Los Kai! Ja, der gute Kai zeigt wieder mal, was er kann. Ein Knuddeljuf, ja, von mir aus. Und jetzt wird's heiß! Der Knuddeluffmann. Sehr geil und ja. Ah, hätte gar nicht erst kämpfen sollen. Da, es hat was. Tja, selbst schuld, was? Jetzt wohl nichts Besonderes mehr. Okay, auch wieder, wir müssen aufpassen, nicht unbedingt bereits hier runterfallen. Sondern lieber direkt hier oben, war. Ist hier oben etwas außer einem Pokémon?
Tropius, Pelipper. Nö. Ich immer sagen, gegen diesen Typen hier fighten. 54 Jahre bin ich schon auf dieser Welt, also hat aber für den Kampf gelebt. Ja, natürlich. Andere Babys haben in die Hosen geschissen und so und der hat für den Kampf gelebt. Mhm. Ich glaub's auch. Wasser und Licht. Jo, aber keine allzu große Alternative. Einfach halt wie gewohnt eine Drachenklau drauf scheppern. Volltrefferquote ist bei einer Nacht hin noch ziemlich hoch. Und Krebutak beißt ins Gras. Wow. Sehr schön, sehr schön. Und der Raul hat ausgerault. So schnell kann's gehen hier in der Welt der Pokémon. Ja. Jetzt hier oben noch etwas, sieht nichts aus. Okay, kommen wir wieder zurück. Heißt nämlich für uns hier mal zu gucken. Na, normal so geht's gar nicht. Was ist denn hier? Ein Kekleon. Wer braucht schon Kekleon? Wenn er einen Pokéball hat. Okay, ein Elixier. Natürlich noch viel besser. So, habe ich hier hinten alles. Nö, natürlich fehlt der Trainer hier. Das ist zum Kotzen. Das muss sowieso nochmal hier hin. Die Frage halt, wann mache ich das, wa? Mit Flieger nehmen es weit weglaufen, zurücklaufen. Egal. Servus. Hallo? Geht doch. Wow, das ist so, als du echt drauf hast. Vielleicht soll ich dir doch lieber lassen. Die Halbstarke namens Andrea. Mein deutscher Name. Noch ein Unlichtviech. Oh, das war ja klar. Wisst ihr was, es geht gar nicht. Erstmal wieder hochpowern. Dragon Dance. Hilfe. So stark ist Blackie dann doch wiederum nicht, Mann. Die reicht eigentlich. Milch, Milch, Calcium für die Knochen. Oder was, Eisen? Ne, war Calcium. Glaube ich. Vielleicht. Egal. Und er redet mir ins Gewissen. Das finde ich nicht schön. Und die Dragonclaw. Was? Komm doch. Ja, Verhöhner bringt eigentlich gar nichts. Weil Verhöhner hindert mich einfach daran, dass ich halt Statusattacken einsetzen kann. Sprich, ich muss einfach nur immer angreifen. Solange der Verhöhner wirkt. Na danke, das Übel ist, dass es kommen sah. Wieso also dann gegen mich gefallen? Ist egal. Okay, da ist noch eine Trainerin. Da kann man glaube ich auch nicht mehr durch. War nö. Das heißt hier nochmal runter. Da ist noch ein Ass-Trainer. Da versteht ihr wohl auch Spaß. Der mit dem Ass. Ein Kreuzass wohl gemerkt. Du hast aber schon 3 Orden gesammelt. Zeig mir, dass du diese Orden auch zurecht trägst. Ja, wieso nicht, war? Also meine... Es bringt ja nichts, dass mich jeder Rennleiter selber geprüft hat. Ne, ich muss nachher noch kommen, ich kann noch prüfen. Ist klar. Oh, das könnte noch interessant werden. Ich hoffe, es ist jetzt keine Drachenattacke, weil sonst bin ich im Arsch. Ich hätte Raschlein Evolyt geben sollen zum Tragen. Wäre jetzt noch ganz cool gewesen. Oh. Nein! Ui! Garambei! Schluss mit lustig. Hui, war das knapp. Aber dann im Feuer ohne überlebt. 4 im Angriff. Der wird immer stärker. Ein Panzerero, na ganz toll. Ja, für sowas wäre eben jetzt ein Feuersturm gut, aber ob wir das noch beibringen bei den niedrigen Werten ist ein anderes Thema. Ja.
Was mag ich denn da? Panzeron? Ja, muss er. Elektro habe ich auch nichts, war? Ne, muss fast. Das muss Logo reißen! Ich reiße, Mann! Jo. Fireball und Dynamite und Tschüssikowski. Oh, war ja klar. Verbrennen? Nö. Quatsch. Doof. Stachler. Ja, natürlich, jetzt wäre es noch aus, ist klar. Wisst ihr was, Freunde? Zeit für den Sturzflug. Den Bravebird. Hat sich voll gebracht, war. Naja. Ist das nix? Oh mein Gott, ein KP-Schaden. Das gibt's nicht. Und der Oscar hat verloren. Alles klaro. Ach, ich muss echt nochmal hier hin. Ich muss gerade zweimal nochmal hier hin. Also, sobald ich halt einmal runtergehe, kann man nicht mehr darüber. Also klüger, am ersten Mal einfach nur oben durchzugehen, dann kann man die ganzen Items noch einsammeln, wobei das eine fehlt sowieso. Das Zwischending halt, das heißt, man muss sowieso dreimal hindurch, um alle Items, alle Trainerplatz zu kriegen. Übel. Übel, ich glaube, ich dübel. Achso, das waren die. So, wenn ich die verstehe, stimmt's? Jo. Genau, das Item fehlt mir auch noch. Ja, es fehlt noch einiges, fehlt noch. Übrigens sind wir hier beim Bärenmais und da gibt es ja täglich eine neue Beere. Und zwar eine relativ seltene. Ne, stimmt gar nicht, es sind ganz zwei. Na, nochmal Beere, toll. Bist du schüchtern, Mann? Ja, dankeschön. Doch gleich mal gucken, habe ich mittlerweile alle EV-Beeren? Weil das wäre natürlich auch schon noch geil. Ja, meine Finger sind so groß. Okay, eine Hibisbeere, die habe ich leider bei Alpha Saphir nicht mehr, aber sie dummerweise. Ja, vergoldet kann man sagen. Ja, ich war nicht ganz, ich war nicht bei Trost, sag ich mal so. Hab sie leider verschwendet, beziehungsweise verklickt. Aber gut. Kann ja mal passieren. Na, Moment, ich glaube, haben wir alle, wa? Tamotbeere Initiative, Spezialverteidigung, Spezialangriff, Verteidigung, Angriff. Nein, die Kappebeere fehlt noch. Verdammt! Die Kappebeere fehlt noch. Ja, sollen wir halt die Kappebeere haben, dann können wir endlich, also wir können jetzt schon, aber ich will erst nachher machen, weil wir halt alle haben. Dann können wir richtig, richtig geil die EV-Beeren züchten. Jo. Oh, da brauchst du gar nicht mehr. Alles klar, Freunde, wir gehen jetzt weiter. Ich habe hier das Kunstrad, war. Das Kunstrad auf den nächsten Strecken noch. Ich brauche wieder das schnellere Rad. Platz da, ich hab's eilig! Ja, ich muss saufen. Hat ja kaum ein Pokémon gefangen, ist das krass. Naja. Es gibt ja keinen Sinn, warum ich auf mehreren Systemen alle Pokémon fangen soll, oder wenn ich es auf einer mache. Und dann alles komplettieren, natürlich am Schluss euch, also am Schluss Let's Plays euren kompletten Höhendex zeigen, den kompletten Pokédex, Nationaldex natürlich, das wäre übertrieben. Nee, Leute, das wird uns lange dauern. Ja, gerne. Bis wir beide Räder bekommen, das dauert ja noch länger. Das geht erst lange nach der Liga, sag's mal so. Ich mache jetzt nicht mehr. Gut, schnell ins Pokémon Center, dann hole ich mir noch das erste Pokémon, sprich Stolosada ab, also unser Chaos natürlich. Denn ich will für den Kampf nach gegen Team Magma, ein bisschen Zeit haben wir noch, wieder mit dem kompletten Team antreten. Vielen Dank, Mann, die sind so cool, die Pokémon. Jo, weiß ich. Ich weiß und weiß. Gut. Dann mal gucken, welche Pokémon ich eigentlich nachher noch tauschen. Also sprich rübertauschen, also wäre der zum einen mal. Ja, ich muss noch Planas tauschen, weil ich es noch nicht gefangen habe da drüben, aber egal. Die garantiert. Den ebenso und dann kommt auch noch der garantiert rüber.
Ladet zwar am Ende auch noch, aber den brauchen wir momentan noch, deswegen bleibt er noch hier. Mit dem auch eigentlich nicht mehr. Ich lasse trotzdem mal noch hier. Und vor mir habe ich dort auch. So, abgelegt. Dann natürlich den mitgenommen. Und Freunde, unser komplettes... Jetzt schaut irgendwie doof aus, wa? Ich habe hier die tauschbaren Pokémon und hier habe ich irgendwie die wichtigen Pokémon. Da muss ich irgendwie mal ausgehen, das Ganze mal tauschen, wa? Ich muss das Ganze irgendwie mal hier rüber, ein bisschen mehr Platz und so, muss nicht immer wegen der Boxen schauen. Wegen der Boxen-Drive, genau. Übrigens, Freunde, der Typ hier drüben ist auch noch ganz wichtig, der mit den farbigen Haaren. Da kommen später noch mehrere dazu, mache aber auch erst alle später mit den sogenannten O-Kräften zu tun. Die kommen auch noch aus XY. Mache deswegen erst später, weil der Abschluss davon geht auch erst nach der Liga und wäre doof, wenn ich jetzt irgendwie etwas anfangen würde und nachher nicht beenden kann. Deswegen muss das warten. War das jetzt schon wieder? Da war mir gerade egal. Was du das? Einer von denen hatte, glaube ich, noch eine TM für uns. Also, war sowieso der Typi. Ja, ihr seht schon, gibt es so ein paar geile TMs. Ich glaube sogar, ja, Giftschock kann dann noch cool sein. Steigerungssieb eigentlich auch. Kommt halt ganz das Pokémon drauf an. Drachenrute ja, zum Tauschen. Aero als Treffsicherheit, natürlich aus dem Boosten durch den Techniker. Aber ich schweife ab. Oh Mann, ja, das macht Spaß. Ja, so Spaß. Ja. Dann kommt der weg. So. Eine Herzschuppe, alter Sübel. Freunde, ich glaube, ich habe mir hier aus Versehen das gleiche Fossil geholt wie in Alpha Saphir. Ich trottel, ey. Naja, meistens muss ich mir irgendwie noch tauschen muss. Vielleicht noch irgendwie aus XY oder per Wunder tauschen so. Mal gucken, wie ich das mache. Ja, wieso eigentlich nicht, aber genug Kohle. Und um die Zahl wieder gerade zu machen. Das war halt auch in Ordnung. Top-Schutz kann ein paar gebrauchen. Ja. Der Rest muss einfach momentan reichen. Tja, würde man sagen, Leute. Ab nach Gravelport City! Und ganz schnell bevor uns Team Magma dazwischen funkt. Ja, natürlich jetzt sind wir irgendwie der ganze ganz gemütlich herumgespaziert und so, oder? Ist ja gar kein Problem für uns, wir können uns das natürlich leisten. Und Team Magma, die warten natürlich auf uns, ja, ist kein Problem. Die warten. Ah! Ich hasse, wenn ich hier anstoße. Also nicht im Sinne von Prost, sondern mir den Kopf anstoße. So gibt es gleich einen Kommentar von dem hier. 3, mal das üben, ja. Bringt der immer so, weil man mit dem Allrad unterwegs ist. Ein Kunstrad? Nö, kein Problem mit dem Allrad, ja. Da nervt er uns zu Tode. Nicht Montag, war verdammt. Weil montags kriegt man hier beim Statuswerte-Guru die Statuswerte-Items wie Calcium, Protein und so für einen halben Preis. Cool, wa? So. So, schauen wir sie hier runter. Das ist komplett im Arsch. Hallo? Wo war die Werft schon wieder? Ich glaube, das war sogar das Richtige. Nö. Okay, wir sind schnell seekrank, nicht mein Problem. Jo. Doch hier? Ne, da unten, ja. Ich hab's gerade gesehen. Bin davon echt komplett elegant dran vorbeigefahren. Ja genau, wir haben natürlich vor uns Forschungsarbeiten vorzuführen. Das ist wunderbar, Captain Brick. Vielen Dank, dass Sie uns trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns gefunden haben.
Wir hoffen, Sie bald wieder zu neuen aufregenden Interviews, aufregenden Funden interviewen zu dürfen. Puh, das ist das erste Mal, dass er fürs Fernsehen interviewt wurde. Wäre vielleicht nervös, Mann. Ja, servus. Übernommen hier, habe große Neuigkeiten. Wir haben bei unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Es handelt sich dabei um eine Tiefseehöhle auf Route 128. Wir glauben, diese Höhle ist der Unterschlupf eines als längst ausgestorbenen geltenden urzeitlichen Pokémon. Hehe. Ich hoffe, Sie können mich hören, Captain Brick. Wir von Team Magma werden nun Ihr U-Boot kapern. Ich bin stolz, Sie sein Kapitän. Ihre Erfindung wird eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung der Menschheit spielen. Hehe. Hehe, ja. Hä? Was zum... Hast du die Stimme gehört? Sie klang, als kämen sie aus einem Megafon. Wo kam sie her? Bestimmt von der Anlegestelle. Ich muss schnell zu einem U-Boot. Jemand versucht es zu stehlen. Komm bitte mit mir. Ja, wieso auch auf die Polizei warten, wa? Wir sind sowieso schneller. So, da sind wir. Diese Rüpel. Das sind doch dieselben Schurken, die im Museum versucht haben, die Demonwaren zu stehlen. Mark. Sehen wir doch Mark und Bein. Bis 6 weiten Weg von Pyroberg bisher gekommen. Davor ziehe selbst ich den Hut. Aber es ist bereits zu spät. Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Mit ein paar kleinen Modifikationen wird uns dieses U-Boot den Weg zur Tiefseehöhle ebnen. Dem Ort, wo es schlummert. Endlich geht Team Magmas Plan, der Menschheit zu ihrer ultimativen Entwicklungsform zu verhelfen, in die letzte und entscheidende Phase über. Jeglicher Widerstand ist zwecklos. Wenn du trotz allem versuchen willst, uns aufzuhalten, dann komm in uns Versteck in Sigrasulp City. Und jetzt, entschuldige mich bitte. Kalle, darf ich bitten? Hey, Sir Mark, Sir! Könnt ihr kommen in, meine Untergebenen! Sir Mark und ich werden mit dem U-Boot fliehen. Halt uns lange vom Leib, klar? Roger, Roger. Es geht los, Sir. Hier entlang, bitte. Gut. Hallo, hier geblieben. Ja. Wir lassen ihn natürlich einfach so gehen, wa? In die Beine stellen oder so etwas? Nö. Natürlich nicht mehr, nur Pokémon kämpfen. Mir geht es gar nicht darum, dich hinzuhalten, wenn dich nur dazu bringen, das Handtuch zu werfen. Ich hab doch gar keins dabei, Mann, der Rüpel. Na, von mir aus. Ein Magneien. Tja, Freundchen, mein Black hat irgendwie anderes im Sinn. Oh nein, nicht der Quatsch wieder. Scheiß Bedrohung, ich hasse den. Vor allem meine physischen Sweepern. Ah, ist er zum Kotzen. Hat der noch meinen Angriff gesenkt, Mann. Die Potsau, jetzt reißt aber langsam. Autsch. Friss das. Er legt sich schlafen. Und das war's schon. Über das Handtuch. Ja, ist klar. Wer hat das gedacht? Nur mir nicht, dass er das Handtuch werfen muss. Nun ja, wieso bleibt es wohl an mir? Eines Zeichens Elite-Mitglied von Team Magma hängen, dich von deiner Erfolgsspur abzubringen. Ja, als ob du eine größere Chance gegen uns hättest. Come up, come up. Blacky Power. Na dann, erstmal ein bisschen boosten. Hier immer der Drachentanz. Flammensturm. Gegen Feuer-Pokémon, ist klar. Und gleich nochmal, weil ich es einfach so drauf hab. Ist zwar nicht wirklich nötig, aber es macht eben Spaß. Okay, das könnte jetzt lustig werden, obwohl, nee. Ich hab die Power der Drachen auf meiner Seite. Nice. Ein Golbat.
Kommt zwar selten allein, trotzdem geht es dafür. Unser Liner, naja. Und wohl erst recht. Keine Chance, Mann. Und auch noch ein Level Up für Blackie. Level 38 bereits. Ja, bald sind wir bei der 50 und dann geht's richtig ab mit Brutalander. Jemals in der Welt kann ein Elite-Mitglied wie ich nur von der Erfolgsspur abkommen. Aber. Mission Erfolg abgeschlossen. Unsere Anführer und Kalle sind entkommen. Es wird Zeit, dass sie uns versteckt zurückkehren. Ich möchte den anderen dabei helfen, die nötigen Modifikationen im U-Boot vorzunehmen. Du sprichst mir aus der Seele. Ich bin auch gespannt, was für Änderungen an dem U-Boot vorgenommen werden müssen. Das will ich unbedingt mit eigenen Augen sehen. Okay. Was haben die doch gesagt? Die wollen doch nicht wirklich mein U-Boot umbauen. Mein U-Boot! Das ist das tiefste von U-Boot 1. Ich will es einfach nicht glauben. Sie haben es tatsächlich auf das ursprüngliche Pokémon abgesehen, das im Meeresgrund schlummert. Michael, es tut mir leid. Das U-Boot, das die Kerle gekappert haben, können die ganze Welt ins Unheil stürzen. Die Auswirkungen wären katastrophal. Wir müssen sie aufhalten. Irgendjemand muss ihnen bis in ihr Versteck Sieger also sieht die Folgen. Aber ich bin dafür nicht stark genug. Hilfst mir, Michael? Ich kann euch bis nach Sigerlob City bringen. Da soll ihr sich Versteck befinden. Ich fürchte, sie wollen mein U-Boot für etwas Schlimmes einsetzen. Könntest du und deine Pokémon mir helfen, diese Störungen aufzuhalten? Klaro. Danke, wenn ihr sofort ein Schiff bereit machen. Und so geht der Kampf gegen Team Magma weiter. Wir sind sicher, ob sie ankommen. In dieser Stadt muss es versteckt diese Verbrecher sein, die sich das U-Boot und angerissen haben. Meine Hoffnungen ruhen auf dir, Michael. Ich werde zur Anlegestelle von Gravel Port City zurückkehren und mich mit den Folgen dieses Vorfalls auseinandersetzen. Jo, mach das. Ach ja, Freunde, wieder mal Team Magma. Das wird bereits im nächsten Part soweit sein. Ich will mal so ein bisschen in der Stadt umgucken. Aber das Versteck ist ziemlich offensichtlich und ja, wir werden ziemlich gut deichseln können. Das mache ich mit meinem Elite-Team, sprich mit den 6 Pokémon, die wir gerade dabei haben. Dazu werde ich zwar keiner Server beibringen müssen, aber ist ein kleines Opfer, war. Für ansonsten natürlich ein bisschen Training für alle auch noch, aber ja, werden wir locker schaffen. Also das Team ist cool, ist gut drauf, gute Attacken, ist ausgewogen, von dem her. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Omega Rubin. Ciao zusammen.